Herzlich willkommen in der GVC Zürich Oberland. Schön, dass du da bist. Der Gottesdienst geht in wenigen Momenten los. Jetzt kommt eine Ankommenszeit im Saal, die ein bisschen ruhiger ist. Ihr dürft gerne schon reinkommen und die geniessen. Und in ein paar Minuten geht dann der Gottesdienst los.
Herzlich willkommen in der GVC Zürich Oberland. Schön, dass du da bist. Schön, dass du heute Morgen da auf einem von diesen weißen Stühlen sitzt oder wenn du per Livestream mit eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Hey, vielleicht sitzt du da und du fühlst dich so ausgeschlafen und so erfrischt und so richtig ready für den Tag. Gibt es die Leute? Die gibt es. Es gibt aber auch solche, die vielleicht jetzt schon ready sind für den zweiten oder dritten Kaffee, die letzte Nacht um 3 Uhr aufgestanden sind und den WM-Match geschaut haben. Gibt es die auch? Hat es ein paar drunter? Ja, hat doch ein paar. Wahrscheinlich sind auch ein paar am Livestream, die jetzt von die Hause zuschauen. Egal wie du da bist, mega schön, dass du heute Morgen da bist. Ich will dich willkommen heißen. Du hast einen Platz da und wir freuen uns, dass du da bist und du darfst einfach so sein, wie du bist. Und genau, hoffe, dass du den Gottesdienst so richtig geniessen darfst. Hey, apropos feiern, wir haben ja jetzt letzte Nacht nicht mega feiern, weil die Schweiz verloren hat leider, obwohl es ein spektakulärer Match war. Wir haben aber gestern eine Hochzeit feiern. Der Simon Etter durfte eine Hochzeit durchleiten, führen, halten. Und zwar die Luana und der Levi Strauss. Ihr seht da gerade ein Foto da vorne. Das ist etwas, das wir immer wieder miteinander teilen. Das ist ein Highlight, wenn jemand heiratet oder 2 Personen heiraten. Und wir wünschen Ihnen auf diesem Weg Gottes Segen und alles Gute. Und so genial, dass ihr Ja zueinander gesagt habt. Komm, wir geben Ihnen einen herzlichen Applaus. Hey, heute Morgen haben wir noch Gäste aus Winterthur, und zwar die Erika Wirth und der Johannes Wirth. Schön, dass Sie heute Morgen da sind. Johannes, ich freue mich, von dir zu hören. Der letzte Teil der Predigtserie Psalmen. Und ich lade euch ein, um einfach dann reinzulehnen zu dem, was der Johannes uns heute zupreachen, aber ganz besonders auch, was der Heilige Geist heute Morgen machen will. Und zu dem würde ich uns sowieso ermutigen an dem heutigen Morgen. Ich freue mich, dass wir zusammen noch das letzte Mal Church feiern, bevor wir in eine Sommerpause gehen. Und ich persönlich finde es immer so kraftvoll, miteinander Gottesdienst zu feiern. Oder ich kann alleine vor Gott kommen, das ist etwas mega Gutes, mega Schönes. Aber ich liebe das Miteinander. Wenn wir miteinander jubeln können, wenn wir vielleicht auch miteinander trauern, wenn wir einander ermutigen können. Wir haben ein Gebetsteam, das uns zusprechen kann, zubeten, ermutigen. Wir dürfen zuhören heute in dieser Predigt. Und so vieles, was uns gut tun darf, auch während wir miteinander worshipen, kann es uns ermutigen, wenn wir andere Stimmen hören, wie sie Gott zubeten, zujubeln, dem Schöpfer, dem wunderbaren Gott. Und ich möchte dich einladen, jetzt, wenn wir in die Anbetungszeit gehen, um mit drin zu kommen. Und vielleicht ist es für dich ein Jubeln, vielleicht ist es aber für dich auch eher ein einfach da stehen oder da sitzen und von deinem Herz Gott zuzusprechen, was dich beschäftigt, was in dieser Woche war. Vielleicht ist es Flüstern, wie auch immer das aussieht. Fühl dich frei, so vor unseren Gott zu kommen, wie du das willst. Ich lade euch ein, um jetzt gerade aufzustehen. Ich starte noch mit einem Gebet und nachher starten wir den ersten Song, Joanne. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für diesen neuen Tag. Es ist ein Tag, den du geschaffen hast. Du bist unser Schöpfer, du bist der, der über allem steht. Und ich glaube, es gibt so viel, wofür wir dankbar sein dürfen an dem heutigen Tag. Und auf dich wollen wir schauen, in diesem Gottesdienst. Dir wollen wir den Raum geben. Du sollst die Mitte einfach alles einnehmen. Ich bete, dass es eine Zeit sein, wo wir uns dir gegenüber öffnen. Und ich bin überzeugt, dass du vieles parat hast für uns. Wo du darfst jedem Einzelnen etwas ins Herz einlegen oder zu uns kommen, zu uns reden, uns begegnen. Und so sagen wir, dass dein Wille soll geschehen am heutigen Morgen und du darfst Raum einnehmen. Wir loben und preisen dich und sagen miteinander Amen. Amen.
joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me singing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me singing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. König Jesus, hoch erhoben überall, stark und mächtig, nichts kann gegen dich bestehen. Dich verehren wir, du dein Opfer, hast du uns deinen Frieden gebracht, deine Wunden. Dort am Kreuz auf Golgatha bringet Heilig für mich. Alle Erde, wo ich war und wo wiederkommt, Jesus Frieden für. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Wir singen heilig, heilig bist du. Deine Schönheit leuchtet in die dunkle Nacht. Du bist Hoffnung, wo wie ein neuer Tag erwacht und noch heller wird. Das, was tot ist nicht hoffnungslos für dich. Trockene Wüste wird durch dich zum Paradies. Du machst alles neu.
allein bist das Zentrum da, wir erwarten dich. Lass dein Reich kommen. Nimm du alles ein, wie im Himmel, so auch da, sollst erhoben sein. Du allein bist das Zentrum da, wir erwarten dich. Lass dein Reich kommen. Nimm du alles ein, wie im Himmel, so auch da, sollst erhoben sein. Du allein bist das Zentrum da, wir erwarten dich. Lass dein Reich kommen. Lass dein Reich kommen. Alle jedem, wo ich sie und wo wiederkommt, Jesus Frieden führt. Alle Engel, sie verehren dich, singen heilig, heilig bist du. Alle jedem, wo ich sie und wo wiederkommt, Jesus Frieden führt. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Wir singen heilig, heilig bist du. Unser Blick ruht erwartungsvoll auf dich, Herr, wir warten auf dein Wirken unter uns. Entfach ein Feuer, zünd du an, was nur noch glimmt, offenbar du uns, was im Verborgenen liegt. Denn auf deinem Namen gründet die Hoffnung für die Zeit. Starker Retter, du hast die Welt nicht aufgegeben. Es ist deine Liebe, die zurück an dein Herz zieht, erweck du uns neu. Unser Blick ruht erwartungsvoll auf dich, Herr, wir warten auf dein Wirken unter uns. Entfach ein Feuer, zünd du an, was nur noch glimmt, offenbar du uns, was im Verborgenen liegt. Denn auf deinem Namen gründet die Hoffnung für die Zeit. Starker Retter, du hast die Welt nicht aufgegeben. Es ist deine Liebe, die zurück an dein Herz zieht, erweck du uns neu. Wind vom Himmel, weh du lässt Wolken weichen, und Licht bricht ins Dunkel, uns deine Wunder, alles wird neu.
Es ist deine Liebe, was Druck an dein Herz zieht. Erweck du uns neu. Wind vom Himmel, wie du das Wolken weichen. Licht bricht ins Dunkel, uns deine Wunder, alles wird neu. Oh, unser Blut ruht erwartungsvoll auf dich, Herr, wir warten auf dein Wirken unter uns. Wir sind im letzten Teil von unserer vierteiligen Psalmenserie. Und ganz ehrlich, als ich gelesen habe, dass man über Psalmen eine vierteilige Serie macht, habe ich gedacht, um Himmels Willen, was könnt ihr da alles darüber erzählen? Und ich bin geflasht, ich habe Freude darüber, ich bin selber tiefer eingetaucht in die Psalmen hier und freue mich, dass ich jetzt heute den letzten Teil, den vierten, halte. Die Psalmen sind durch die Kirchengeschichte durch immer zu einem ganz entscheidenden, wichtigen Teil vom Gottesdienst und vom Glauben der Menschen. Schon Jesus hat Psalmen sehr oft zitiert. Dann in den verschiedenen Briefen sind Psalmen immer wieder zitiert worden. Und die ersten Christen, die haben in den Gottesdiensten vor allem Psalmen gelesen, Psalmen gesungen miteinander. Dann der Ordensgründer, der Benedikt, etwa 500 nach Christus, das müsst ihr gut hören, der hat angeordnet, dass seine Klöster jede Woche alle 150 Psalmen gesungen oder gelesen werden. Also immer am Montag hat es wieder angefangen, Psalm 1, und am Sonntag ist der Psalm 150 gekommen. Der Johannes Calvin, der Reformator, etwa 550 nach Christus, hat von den Psalmen gesagt, sie sind die Hauptkost der Anbetung in der Gemeinde. Und er hat Folgendes gesagt: Der Heilige Geist hatte die Absicht, der Kirche eine einheitliche Gebetsform zu geben. Oder zum Schluss noch ein Zitat vom Luther. Er hat gesagt, Psalmen sind Mini-Bibeln. Die fassen eigentlich alles zusammen, was im Alten und im Neuen Testament steht. Ich selber, ich habe 4 Hauptzugänge seit vielen Jahren zu der Bibel und ich möchte zuerst zu diesen 4 Hauptzugängen mitnehmen. In meinen rund 30 Jahren Depressionszeiten ist mir der Psalm 6 enorm wichtig geworden. Ich habe ihn zitiert und zitiert, ich habe ihn gelesen und gelesen und ich habe einen Teil gemacht von mir. Dort steht Folgendes: Ich bin erschöpft. Vom vielen Seufzen die ganze Nacht hindurch fließen meine Tränen. Mein Bett ist davon schon durchnässt. Meine Augen sind vor Kummer schwach geworden. Ich habe allen Mut verloren. Und du, Herr, wie lange wirst du das noch ansehen? Ich habe den Psalm oft gelesen, oft zitiert, weil ich mich genauso gefühlt habe. Dass er gesagt hat, Gott, wie lange willst du es noch mit anschauen? Wie lange willst du mich noch den Zustand lassen? Und auch ich, wie der Psalmist, habe mein Küsse mit meinen Tränen genetzt. Und meine Augen sind vor Kummer schwach geworden. Der Psalm hat mich immer wieder aufgerichtet, weil er eben nicht im Moll endet, sondern immer auch wieder in der Anbetung von Gott. Wie viele Psalmen, dass mir geholfen haben in dieser Zeit der Depressionen. Wenn du durch schwierige, dunkle Zeiten gehst, rate ich dir, die Psalmen zu lesen und sie auf dich wirken zu lassen und zu beten, zu rezitieren, zusammen mit dem David oder mit den anderen Psalmisten. Der zweite Zugang ist in Zeiten vom Zweifel. Auch ich kenne, wie, wenn wir ehrlich sind, nehme ich mal an, alle von uns Zeiten vom Zweifel. Und da gibt es einen Psalm, der mir sehr lieb geworden ist. Das ist der 73. Das ist vom Chef
Worshipper vom Tempel ist der komponiert und dichtet worden. Er sagt Folgendes: Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch, und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Er hat das Problem gehabt. Er hat das Problem gehabt, dass er gläubig war, dass er Gebot von Gott gehalten hat. Und dann hat er mal ein bisschen herumgeschaut und gesehen, dass die nicht mit Gott leben, denen geht es verdammt gut. Denen geht es ja besser als ihm. Was ist da falsch? Ich lese weiter. Sie sagen, er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen noch Reichtum an. Also es ist so ein Zwiegespräch mit Gott, wo er sagt, der Gottlose geht es viel besser als mir. Warum? Warum das? Kann doch nicht sein. Denen geht es so gut, die häufen Reichtum an, die haben alles, was sie wollen, und ich, armes Würmli, oder? Und je länger dass er das mit Gott so bearbeitet hat, je kleiner ist er geworden und je grösser sind die nicht Gläubigen geworden. Und dann gibt es gegen den Schluss vom Psalm eine Wendung, und die Wendung habe ich immer wieder in den Zweifel angewendet, wo es heisst, ich habe so geredet, und er hat so ehrlich geredet, er hat so ungeschminkt geredet, er hat so offen geredet, oder? Einfach so kann mit Gott reden, bis dass ich ging ins Heiligtum und merkte auf ihr Ende. Er sagt, bis ich ins Heiligtum gegangen bin. Das heißt, bis ich zu Gott gegangen bin, bis ich vor Gott ruhig geworden bin, bis zu dem Moment, wo ich die Gedanken wirklich mit Gott bewegt habe, habe ich so gedacht. Und dann hat mir Gott gezeigt, hey, weißt du was? Schau das Ende an von den Menschen. Und immer wieder ist mir das wichtig geworden, nicht das Momentane, das Grossartige, das Überschäumende, das Bildhafte, das Lackierte anzuschauen von den Menschen, sondern zu fragen, wie endet Menschen? Und ich habe viele Menschen gesehen enden, ich habe viele gläubige Menschen gesehen enden, die im Frieden heimgekehrt sind zum Vater im Himmel. Bis dass ich ging ins Heiligtum und merkte auf ihr Ende. Der dritte Zugang bei den Psalmen ist bezüglich der Einheit und der Zuverlässigkeit der Bibel. Die prophetische Dimension, die in den Psalmen innen ist. Joni hat im Teil 3 den Psalm 23 predigt. Der Psalm 23 ist so prophetisch, Psalm 22 ist so prophetisch aufs Leiden von Jesus hin. So eine tiefe Sache, so genau das, was Jesus nachher am Kreuz erlebt hat, erleidet hat, kommt im Psalm 22. Und ich denke im Psalm 23, wo ein Psalm ist, prophetisch auf Christus, Jesus, der Hirte. Oder im Psalm 118, was heisst, den Eckstein haben sie verworfen. Jetzt könnte ich die Stunde oder die 20 Minuten füllen mit nur einem Zitat, wo alle prophetisch sind in den Psalmen. Es würde sich schon lohnen, mal nur Psalmen durchzuforschen. Was ist alles prophetisch? Was hat sich alles erfüllt? Wie zuverlässig ist doch die Bibel? Wie ganzheitlich ist doch das Alte Testament, das Neue Testament? Und mit drinnen als Angelpunkt, so wie eine Türangel, sind die Psalmen drinnen. Der vierte Zugang zu den Psalmen ist für mich das Gotteslob. Wenn man Gott loben und nicht recht weiss wie, dann musst du Psalmen aufschlagen, Psalm 100 und andere, und dann kommst du einen Zugang zum Gotteslob über. Was bedeutet für dich Psalmen? Hat die Serie auch ein bisschen beigetragen, dass du ein bisschen tiefer drin kannst kommen? Wenn du bis jetzt immer gefehlt hast, rate ich dir, da die eine oder die andere Folge noch nachzuhören. Aber jetzt kommen wir zu unserem Titel Wegweiser zu einem guten Leben, und wir tauchen ein im Psalm 25 mit der Steffi und mit der Erika. Von David. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden.
Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, mit welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe, und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr, deine Güte ist doch so groß. Gütig und aufrichtig ist der Herr, deshalb zeigt er Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, den rechten Weg. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue, die sich an seinem Bund halten und sich richten nach dem, was er in seinem Wort bezeugt. Mach deinem Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Der Herr zieht sie ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeutet. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe. Sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist du allein. Gott, erlöse Israel aus all seiner Not. Danke euch vielmals. Der Psalm hat, wie so viele Psalmen, wie einen Rahmen, einen Einstieg, einen Anfang und einen Schluss. Und zwischendurch kommt dann das Fleisch am Knochen. Das sind so wie zwei Pfähle, die eingeschlagen werden. Der Anfang und der Schluss, wenn wir das mal anschauen miteinander. Vers 1. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schanden enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Und dann der zweite Pfahl am Schluss, Vers 21, 22. Denn meine Hoffnung bist du allein, Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Not ist da vom David. Sie ist enorm da. Immer wieder dort sie äußern. Es ist so eigentlich wie das Bild, das jetzt gerade kommt. Was ist das denn? Ich gebe es zu, es ist KI generiert. Manchmal dunkt es mich in diesen Psalmen von David, auch in dem ist so wie ein Mensch, der durch den Schlamm durchrobbt, den Schlamm vom Leben, von der Finden, von dem, was ihn bedrückt. Und vielleicht bist du dir auch schon vorgekommen, wie eine Frau oder ein Mann, wo du den Schlamm durchrobbt. Jetzt hast du die Wahl. Der David hat jedes Mal, wenn er durch den Schlamm durchgerobbt ist, hat er den Kopf hochgehoben gegen den Himmel und hat mit Gott angefangen zu reden über die Schlammsituation. Und mit dem Reden über die Schlammsituationen ist er wieder aufgestanden und rausgekommen. Er hätte ja den Kopf im Schlamm hineinlassen und den Schlamm fressen. Was machst du in der Not? Was machst du, wenn du in einer Schlammsituation bist? Hebst du den Kopf in den Schlamm? Oder schaust du auf zum allmächtigen Gott?
Wo suchen wir uns die Hilfe, wenn wir so in einer Schlammsituation drin sind? Wir kommen jetzt zu diesen Versen in dem Psalm, wo wie ein Wegweiser zum guten Leben sind und der David sich ausstreckt nach einem guten Leben. Vers 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich auf deinem Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Der David sucht Führung von Gott. Er streckt sich aus und er will unbedingt wissen, welchen Weg das Gott in im Leben führen will. Er will das unbedingt wissen. Er streckt sich aus nach dem. Frag dich, wie ist das in dem Leben? Möchtest du auch wissen, was die Wege von Gott sind für dein Leben? Möchtest du dich auch ausstrecken? Möchtest du das auch unbedingt wissen? Oder ist dir das egal, weil du dir selber genug bist und du weißt schon, wie dein Leben du kannst gestalten? Er gibt sich nicht zufrieden mit dem, was er ist als König, mit dem, was er schon alles erlebt hat, mit seiner Lebenserfahrung, sondern er sagt, ich brauche die Weg von Gott. Ich muss wissen, wie ich mein Leben soll gestalten soll. In dem Psalm gibt er nachher 3 Hinweise, die helfen, dass wir überhaupt dazu kommen, dass wir den Weg von Gott erkennen können. 3 Hinweise. Der erste Hinweis sehen wir im Vers 10. Der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue, die sich an seinen Bund halten und sich richten nach dem, was er in seinem Wort bezeugt. Die sich nach seinem Bund halten und seine Gebote halten. Freunde, das Halten von den Geboten von Gott, das begegnet mir in den letzten Monaten fast Schritt auf Schritt. Es ist schon fast aufdringlich, wenn ich die Bibel lese, kumpelt das mir entgegen. Es ist wahr, eine Rettung erreichen wir nicht durch Halten von Geboten. Eine Rettung ist ein Geschenk von der Gnade durch Jesus Christus. Aber was ist eine Rettung, ohne dass wir uns ausstrecken, das Gebot von Gott zu halten? Ich lese gerade Jesaja und dort geht es um Gebot von der Gerechtigkeit. Oder ich habe mich befasst mit der Aussage von Jesus, das wichtigste Gebot, unsere nächste Liebe für uns selber. Oder ich habe die Bergpredigt gelesen und gesehen, Treue in der Ehe, anderen zu vergeben. Oder im Jakobusbrief gelesen, wie sind unsere Worte und wie ist das Ansehen von der Person. Und im 1. Johannesbrief, da ist der Gipfel, von dem steht, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner. Knallharte Wort, Freunde. Streckst du dich aus, nach den Geboten von Gott sie zu halten? Wenn du absolut jenseits von diesen Geboten lebst, musst du dich nicht wundern, wenn du den Weg von Gott für dein Leben nicht erkennst. Das Erste also, zum Erkennen, die erste Hilfe zum Erkennen von der Weg von Gott ist, Gebot von Gott selber Willen zu halten. Auch wenn wir es nicht 100% anbringen, aber uns ausstrecken, die Gebote, ich will nach denen leben, ich will die halten. Ich verschrecke manchmal, wie langjährige Christen das Gebot von der Vergebung einfach auf die Seite schieben. Wie langjährige Christen, wenn es ums Geld geht, beim Erben, Lampen entstehen und Schwierigkeiten. Wie langjährige Christen ihre Ehe einfach in der Untreue wegrühren. Freunde, sind wir Menschen, und das bewegt mich in den letzten Monaten, bin ich ein Mensch, der will die Gebote von Gott halten? Bin ich einer, der die Bibel liest und die Gebote sieht, die guten Gebote von dem Jesus, und einverstanden bin, mein Leben danach auszurichten, so gut es geht?
Zweiter Hinweis, um Gottes Weg zu erkennen, im Vers 9. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Gott zeigt seine Wege der Demütigen. Demut ist nicht gerade das, was zählt in dieser Welt. Demut im Umgang mit Brüdern und Schwestern. Demut im Umgang mit der Kirche. Demut gegenüber Jesus. Dass wir sagen können, du bist König, du bist Herr. Und ich will mich demütigen unter deine gute Hand. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Zweiter Hinweis, Gottes Weg zu erkennen. Und der dritte Hinweis in dem Psalm ist im Vers 7. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe, und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Der dritte Hinweis geht darum, immer wieder um Vergebung zu bitten. Denn wenn Schuld ist zwischen uns und dem Vater im Himmel, dann ist unsere Leitung verstopft und wir haben sehr hart und sehr schwierig Führungen vom Heiligen Geist zu erleben, weil die Leitung eben zu ist. Es nimmt unser Vater auf, wo wir beten und vergib uns unsere Schulden, wir vergeben denen, die uns schuldig geworden sind. 3 Hinweise, Gottes Weg zu erkennen. Der erste Hinweis, nach Gottes Gebot zu leben, ist dann auch ausstrecken und zu wählen, sie umzusetzen. Der zweite Hinweis, Demut. Und der dritte Hinweis in dem Psalm, immer wieder zu bekennen von dem Dreck, der im Alltag an unseren Füßen hängen geblieben ist. Noch etwas für den Alltag angehängt. Was sind ganz konkrete Arten, wie Gott uns führt? Wie können wir Gottes Führungen erleben? Oder wie erlebe ich sie? Ich erlebe sie einerseits durch das Wort. Indem ich das Wort lese, erfahre ich Führung in meinem Leben. Indem ich die Heilige Schrift kenne, kommen mir bei Entscheidungsfragen Wörter in den Sinn, die mir helfen, mich zu entscheiden und zu sehen, welchen Weg dass ich gehen soll. Das Zweite ist, durch Stillwerden von Gott. Wenn du vor Entscheidungen stehst, wird still von Gott. Und dann breit vor Gott die 2 oder 3 Varianten aus, wo du solltest gehen, nicht weisst, welche Variante. Und dann acht auf das, was in dir passiert. Schau, bei welcher Variante dass am meisten Frieden kommt, am meisten Lebendigkeit und am meisten Freiheit in dein Leben hineinkommt. Das ist die Variante, wo der richtige Weg ist, wo Gott dich weist. Und ich auch die Führungen von Gott erlebe, ist durch die Umstände in meinem Leben. Ich habe gerade in all diesen Projekten, die ich in meinem Leben aufbauen durfte, in der Quellenhofstiftung, in der Kirche, immer wieder durch die Umstände Führungen von Gott erlebt. Und mich müssen hüten, gegen negative Umstände zu rebellieren, sondern anzunehmen, auch als Führungen von Gott. Mein Gebet ist immer, rate mir, du darfst mir auch abraten. Das nächste noch, wenn ich auch Führung schon erlebt habe, ist durch geistliche Väter und Mütter. Ich wünsche dir ganz viel Freude, Ausschau zu halten nach den Führungen von Gott in deinem Leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude, dich dabei ausstrecken nach dem Gebot von Gott. Ich wünsche dir viel Freude zu Demut. Und vor allem Mut zu Demut. Gerade unter Geschwisterte, gerade was Kirchen anbelangt. Gerade wenn es darum geht, sich unter den König Jesus zu stellen. Und ich wünsche dir viel Mut, immer wieder um Vergebung zu bitten. Wir sind in unserer Mannengruppe 3-mal eingetaucht in die Psalmen und ich habe gestaunt,
was da alles hängen geblieben ist. Ich wünsche dir weiter mit diesen Psalmen zu gehen, weiter darin einzutauchen, weiter darin zu fischen. Amen. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Heiliger Geist, ich danke dir fürs Wort. Ich danke dir für die wunderbaren Psalmen. Du willst uns lustig machen. Du willst uns kützeln. Du willst uns herausfordern. Lass den Reichtum nicht an uns vorbeigehen, sondern lass uns den Reichtum entdecken. Ich gerade in der Sommerferien, wenn wir da oder dort sind, zwischendurch im Psalm zu meditieren, zu überlegen, was seine Tiefe ist, was seine Wege sind. Danke dir für die Türangel zwischen dem Alten und Neuen Testament, die Verbindung. Und ich segne die Kirche da am Zürich Oberland, dass ich gesegnete Männer und Frauen sind, eine gesegnete Kirche, die eine Ausstrahlung hat über das Ahrtal hindurch. Ich segne euch als Leiter von dieser Kirche mit Weisheit in der Kirche voranzugehen und zu sehen vom Heiligen Geist her, was dran ist. Und Jesus, zusammen sagen wir lieben dich, wir brauchen dich und wir ehren dich und wir beten dich an von ganzem Herzen. Amen. Amen. Wie jeden Sonntag habt ihr auch dort hinten jemand oder 2, 3 Leute, die gerne für euch beten. Wir haben auch Abendmahl, das ihr nehmen könnt. Ihr könnt zum Kreuz gehen. Lasst uns in den nächsten 2 Liedern noch ein bisschen dieser Predigt nachhängen, aber auch den Jesus anbeten. Da ist mein Herz, es gehört nur dir. Mit offenen Händen stehe ich vor dir. Lass alles los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. Deine Liebe bleibt bestehen. Da ist mein Herz, es gehört nur dir. Mit offenen Händen stehe ich vor dir. Lass alles los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist
bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. In dir stehe ich auf festem Grund, du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, ja, du bist heilig, mein Gott. Mit deinem Wort das Universum schaffen, Sterne in unzählbarer Schar. Was mein Verstand nicht kann erfassen, bringt mich in Demut auf die Knie. Ja, lob den Herrn in seiner ganzen Pracht. Ja, lob den Herrn in Ehrfurcht vor seinem Thron. So groß, so weit, wer kommt ihm jemals gleich? Lob den Herrn in der Herrlichkeit. Ich schaue auf zu diesen Bergen. Ich weiss, wo meine Hilfe herkommt. Der Gott von Himmel und von Erden hilft mir in jeder Situation. Ja, lob den Herrn in seiner ganzen Pracht. Ja, lob den Herrn in Ehrfurcht vor seinem Thron. So groß, so weit, wer kommt ihm jemals gleich? Lob den Herrn in der Herrlichkeit. Ja, lob den Herrn in seiner ganzen Pracht. Ja,
Amen. Amen. Danke vielmals, Band. Habt ihr uns mitgenommen in die Anbetungszeit. Danke vielmals, Johannes, für die Predigt, den letzten Teil zu den Psalmen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Mich hat es so richtig nochmal lustig gemacht, noch weiter in der Sommerferien in diesen Psalmen zu bleiben und weiterzulesen. Ich finde es auch so lebensnah, erfrischend, wohltuend und ich hoffe mega, dass das für dich auch so darf sein. Genau. Hey, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter in dem Gottesdienst und zwar kommen wir zu den freiwilligen Kollekten. Es gehen jetzt gerade Becher durch die Reihe durch und der QR-Code ist da vorne eingeblendet. Du hast die Möglichkeit, die Church ganz praktisch mitzubauen mit deinen Finanzen, die du darfst geben. Wie gesagt, es ist freiwillig, aber ich danke euch an dieser Stelle herzlich für alle, die mitbauen, mitglauben, den Traum und die Vision auch immer wieder vor Augen sich führen, für was wir eigentlich die Church machen, die Church überhaupt existiert. Sie ist da, dass Menschen Gott kennenlernen, ihm begegnen und dass Menschen aufblühen. Von den Kleinsten auf bis zu den Ältesten. Danke euch vielmals. Denn vor euch auf dem Stuhl hat es so einen Tag, einen kleinen weißen. Das ist ein NFC-Tag, da könnt ihr so drüber fahren mit dem Handy. Und wenn ihr drüber geht, kommen wir da auf alle Informationen, was alles anbelangt, auch zum Spenden. Ihr werdet es sehen. Alles mögliche, Predigtkonzept und so weiter findet ihr dort. Und natürlich auch auf unserer App findet ihr ganz viel Information. Zum einen auch so Überblick und die nächsten Anlässe, die werden stattfinden. Ihr seht die jetzt auch gerade auf dem Screen. Etwas, was ich herausheben möchte, ist unsere Sommerpause. Ich habe schon angetönt, dass wir jetzt 3 Gottesdienste werden ausfallen lassen. Es gibt keine Gottesdienste, muss ich so sagen. Und dann am 9. August geht es wieder weiter, hier in der GVZ Zürich Oberland. Für all die sagen, hey, ich bin aber da und ich will gerne irgendwo einen Gottesdienst, ihr seid auch herzlich willkommen in der GVC Winterthur, dort mal einen Abstecher oder Besuch zu machen. Und vielleicht treffen ihr ja den Johannes und Erika an. Wirst dich freuen, gell? 2. August. So gut. Hey, dann heute Nachmittag gibt es einen Hangout am See in der Seebadi Eck. Ich lade euch alle herzlich dazu ein. Darum gibt es hier kein Mittagessen. Es gibt nachher noch Kaffee und einfach Getränke. Aber das Mittagessen müsst ihr selber mitnehmen in die Seebadi Eck. Jetzt ist es so, es hat ja dort eigentlich eine Grillstelle. Jetzt haben wir aber ganz frisch erfahren, dass die Gemeinde eine Info herausgegeben hat, dass Grillieren nicht erlaubt ist. Der Kanton sagt, es ist noch erlaubt, darum sind wir ein bisschen unsicher. Aber es ist sicher gut, wenn ihr nicht nur ein Steak einpackt oder eine Wurst einpackt und dann sind ihr dort und merkt, hey nein, man sollte nicht grillieren, sondern wenn ihr vielleicht noch auf dem Weg ein Sandwich oder was ihr auch immer wollt, noch mit einpackt oder schnell kaufen. Es hat, glaube ich, dort auch noch so einen Kiosk, wo man etwas zu essen kaufen und Getränke kaufen kann. Also gibt es sicher Möglichkeiten. Dann möchte ich noch ganz kurz auf das Dankesfest im September darauf hinweisen. Hey, markier dir das fett in deiner Agenda. Weil wir wollen alle Helfer, Helferinnen und Families so richtig ehren und euch Danke sagen, weil ohne euch könnten wir die Church nicht machen. Und es wäre mega cool, wenn ihr mit dabei seid und euch das nicht entgehen lasst. Yes. Hey, dann komme ich zum Schluss und darf ich euch bitten zum Aufstehen. Ich will noch den Segen sprechen, bevor wir dann weitergehen. Ich spreche den Segen oder das Gebet vom 1. Epheser 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott, unser Herr Jesus Christus, der Vater, ihm, wo alle Herrlichkeit gehört, uns allen den Geist von der Weisheit und den Geist von der Offenbarung gibt, dass wir ihn immer besser kennenlernen dürfen. Und Vater im Himmel, das bete ich auch gerade für die Sommerzeit. Das darf eine Zeit sein, wo wir nicht einfach stoppen in unseren Herzen mit dir, sondern das darf eine Zeit sein, wo wir immer mehr so persönlich dürfen dich in unseren Herzen kennenlernen und sehen, wer das du bist und was das bedeutet, deine Töchter, deine Söhne zu sein. Ich bete, Vater im Himmel, dass du einen Segen aussprichst oder übergüssest uns einfach mit dem Schutz für die kommende Zeit, für alle auch, die vielleicht weiter wegfahren, unterwegs sind, aber alle, die auch da bleiben. Ich bete, Vater im Himmel, dass du mit uns mitkommst und dass du uns einen tiefen Frieden schenkst in verschiedenen Lebenssituationen, verschiedenen Lebensumständen und dass du uns einfach eine gute, leichte Sommerzeit schenken, Herr.
Ich bete auch für die Kirchen, Zürich Oberland, schweizweit, mögst du sie segnen, mögen sie wachsen, mögen sie Erweckung erleben, wie du das Zentrum bist und in ihnen lebst, Vater im Himmel. Wir loben und preisen dich und wir lieben dich, Herr. Amen. Amen. Hey, jetzt wünsche ich euch ganz einen schönen Sonntag und schöne Sommerferien. Tschüss zusammen.